Hallo mijn lieve vriend, hier is pastor Eduard Giesbrecht van Nieuw Leven Kerk. In 1 Johannes 4 vers 14 en 15 verspreekt het ons dat we dort schreien worden voor wat we beden worden. Hoe ziet het bij u uit? Krijgst u alles voor wat u beden is? Krijgst u eenmaal wat voor wat u beden is? Er niemals voor wat u beden is? Bist u moedloos? Bist u moedig in je bedsleven? Hoe staat het bij u? Weet je wat, wanneer we werkelijk dort schreien willen voor wat we beden, dan is het glaube ich ganz tijd dat we anfangen in Gott zijn Willen te beden, zoals het toen zijn dat. Dat we God dichter kennenlernen, dat we weten aan wat we beden zullen, oder aan wat nu dran is te beden. Sehr leicht ist es für uns Menschen, dass wir für irgendwas beten, was bloß für mein Eck oder für mein eines Gefühl gut ist. Und wir denken nicht an Gott oder wir denken nicht wieder aus dort. Wir wollen von dir aus so overs, war eine Anbetung in Bibelabend haben, ein Live über Facebook, wo wir alle taub wollen sein und wo wir mehr über das reden wollen. Und weißt du, was wir noch wollen? Wir wollen von dir alle taub beten. Wir wollen beten in dieser Zeit, wo wir nu sind, das Coronavirus und viele Menschen sind bedrängt und besorgt. Und das ist Zeit, dass wir als Christen von weiten breit taub kommen und beten. Und dass wir Gott noch fragen, was sein Willen ist, was passieren soll und wo Sachen sollen verweicht gehen. Wir wollen wirklich mehr lernen von Gebet und mehr von Gott kennenlernen und weiten, was sein Willen ist. Und weißt du noch, was von dir, wir hatten einen besonderen Jas von Kanada, was von dir mit uns taub will, die Bibel studieren in unseren Abend. Ich lade dich herzlich an und bete so was.